gesehen, du hast es geil gefunden. Und wer nimmt den Müll weg? Der haben sie. Ja, am schönsten fand das T-Shirt, das zurückgeworfen wurde. Das wieder mit Scheiß. Das war nicht am schönsten. Okay, ja, was soll man dazu sagen? Zugabe! Ein Flitzer! Angst. Noch mehr Angst. Manu, lass die Zeit. Die war dann da von der Bühne. Manu, lass die Zeit. Ich werde dich hier vertreten. Lass dir ruhig Zeit. Da denk dran, nicht auf der Bühne. Keine Das ging schnell. Ey, der Schiri muss ausgewechselt werden, das war alles so. Okay. Die nächste Startnummer 8. Das nennt sich Ragnarok. Dicken Applaus, nächste Startnummer. Ist das eine Frau? Nein, das ist ein Kerl. Mucke. Nicht sowas. Die 11, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Elfe, ja. Die 11. Die Elfe! Nicht so schnell. Bei dem schönen Lied. Diese Technik! Das ist die 11. Ich bin so schon nervös. Ich denke mal, wir machen das mal so, dass die doch mal runtergehen bei der Technik sprechen und wir erstmal die nächste Startnummer dran nehmen. Schade! Idiot. Sehr schön. Eben, ja, dann guckt die nächste Startnummer. Die nächste Startnummer. Oh, Scheiße. Darauf nur, dass die Musik nicht jetzt Okay. Also, das heißt, wir brauchen einen besonders dicken Applaus für die Startnummer 9, die sich nicht darüber freut, jetzt vorgezogen worden zu sein. Startnummer 9, Bronze. Der Phoenix Wright Fresse. Objection! Hallo. Hallo. Mein Name ist Reiji Mitsurugi, oder hierzulande auch mal als Edgeworth genannt, wegen der scheiß Lokalisierung. Und ich habe gerade einen Prozess verloren. Oh! Ja, ich komme gerade aus dem Gerichtssaal. Ja, und habe gegen diesen stümperhaften Phoenix Wright verloren. Wenn ich allein daran denke, an seine Methoden, die er benutzt, er fischt im Trüben, holt irgendwo einen Beweis, meine Musik setzt nicht ein. Und findet dann immer etwas, um mir zu widersprechen. Ich habe gerade deinen Mandanten überführt. Und dann kommt er mit seinem Anspruch. Ah nein, was habe ich denn diesmal vergessen, Herr Wright? Ja, bla 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 bla. Ja, und dann findet er immer etwas. Aber was mich am meisten an dieser ganzen Sache stört, ist dieses Feuer in seinen Augen, wenn er seinen Mandanten versucht zu retten. Und doch wird mein Herz ganz schwach, wenn ich ihn sehe. Und wie er mit voller Euphorie und Feuer seinen Mandanten verteidigt und dann seine Unschuld beweist. Da weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Einerseits
habe ich den Prozess verloren. Aber er hat die Wahrheit ans Licht geführt. Aber ich habe nicht nur einen Prozess verloren. Sondern auch mein Herz. Einspruch! Für alle, die jetzt erwartet haben, dass ich mich ausziehe, sage ich ganz klar: Objection!